Bring the family back together, bro. Sandro Schmidt! Ich kann es einfach jetzt erzählen. Alright, lass zu. Mir auf den richtigen Weg begleitet hast, auch gezeigt hast, was es heisst, wenn man eine Vision vor dem Auge hat. Ich bin auch richtig stolz, dass du bist. Einfach dein Ding durchziehst. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich dir richtig fett eine reinhauen. Hey Sandro, ich find's geil, wie du es machst. Bist stolz auf deine Ziele. Miteinander ist doch einfach am schönsten. Ich hoffe, dir ist bewusst, wo du mich rausgekommen hast. Ich danke dir, Bro. Ich schwöre bei Gott. Das ist «Miteinander», der Podcast mit dem Schmidi. Wenn er jetzt einfach ohne mich macht, aber ist völlig okay. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom «Schmiteinander» Podcast. Heute mal ganz speziell. Erstens mit unserem nächsten Special Guest und zweitens ganz andere crazy Location. Ich möchte euch das zuerst schnell, bevor ich die Person dann nicht mit vorstelle, schnell mitgeben. Ich habe wirklich die Idee gehabt und einfach mal gesagt, hey, ich möchte meinen Podcast eigentlich so ausstatten, dass ich wirklich einen mobilen Podcast daraus machen kann. Und ihr hört es vielleicht jetzt schon, die Audioqualität ist ganz anders. Und ich bitte euch, wenn ihr noch nie das Podcast-Video geschaut habt, schaltet auf YouTube mal ein und schaut euch, wo wir gerade hocken. Wir haben wirklich da, dass ich euch das schnell mitgeben kann, wir hocken in einem Blumenfeld mit Weid im Hintergrund, Berge etc. Und haben das so da eingerichtet, dass wir jetzt da unseren Podcast aufnehmen können. Richtig cool. Aber macht euch selber ein Bild drüber. Ich würde jetzt gerne zu unserem heutigen Special Guest kommen. Nämlich haben wir heute mit mir Mara! Hey! Hi! Mara, würde ich sonst gerne mal schnell vorstellen für all die Leute, die dich nicht kennen. Ein paar kennen dich vielleicht schon, aber auch für all die nicht wissen, wer du bist. Ja, also ich bin die kleine Schwester von Sandro, die Mara. Ich weiß gar nicht, was ich groß sagen kann. 23, bald 24. Gottverdammt. Geht sehr schnell, hä? Es geht sehr schnell, ja. Selber auch ein bisschen aktiv auf Social Media, hauptsächlich aber auf Twitch, Streamerin. Und sonst, ja, jetzt kann ich nicht groß viel zu erzählen. Auch relativ fresh im Social Media Game. Ob jetzt, also Twitch machst du jetzt schon ein Jahr oder so, glaube ich, oder? Bald, im Juni bin ich ein Jahr. Und Insta habe ich jetzt vor 1,5 Monaten angefangen, ein bisschen Reels aufzuladen. Mega geil. Und ja, habe ich echt ein Freude dran gefunden. Ja, für mich ist es mega lustig, weißt, so zu sehen, so ich, der so selber drin bin, halt, und dann zu sehen, so, du fängst auch so ein bisschen an. Ich finde es mega geil, dass du das auch machst. Also vor allem Streamen. Ich verstehe, ich habe ja auch ein bisschen angefangen zu streamen auf Twitch. Und ich habe mega viel im Fall von dir abgeschaut. Also wirklich von so. Ja, weil du hast dich halt zuerst mit denen, weißt, mit all diesen Einstellungen und was weiß ich auseinandergesetzt. Das war für mich halt völlig Neuland gewesen, gell? Und darum schon, muss ich schon sagen, ist das eine riesen Hilfe gewesen. Am Anfang, weißt du, mit so Szenen einstellen und all das Zeug, hast du mir echt gut können helfen. Ja, richtig cool. Erzähl, wie geht's dir, Mara? Bist du weg? Hey, richtig gut. Also ich merke immer wieder mega, wenn wir draußen sind und so in der Sonne und so schönes Wetter ist, dann kann ich nicht gut gelaunt sein irgendwie. Ja. Das macht so viel mit meiner Stimmung. Ja. Aber ja, sonst eigentlich bin ich weg, mir geht's gut. Und dir? Hey, Hammer. Richtig cool. Sorry, ich muss da noch schnell. So. Aber weißt du, was geil ist? Halt der Weg dahinter. Also wir sind wirklich da zuerst einmal den Kiesweg da hinten hochgelaufen, weil Mara gesagt hat, vertrau mich, da hat es einen Weg. Und ich so, ja, ich weiss jetzt nicht. Und dann sind wir aber gleich irgendwie da hingekommen. Also ich bin voll hyped gerade. Ich bin voll im Film. Ich muss sagen, ich bin richtig nervös. Nein. Vorher ich so, weißt du, mit meinem Bruder ein bisschen schnurren und so. Das ist im Fall wirklich nervös, musst du gar nicht sein, weil die Leute, die den Podcast hören, das sind halt wirklich so close Supporters, weißt du. Also es ist viel weniger als jetzt ein Video-Aufruf macht auf Insta oder so irgendwie. Es ist ganz eine andere Zahl, aber die Leute sind dann halt wirklich drin und die interessieren sich auch für den Podcast, für Persönlichkeitsentwicklung, für Mindset, für die Gäste, für mich, weißt du, so im Ganzen. Und das finde ich aber richtig cool. Ja. Und bedeutet mir auch viel. Auch danke nochmal euch, wirklich, wo da immer einschalten. Das ist mega cool zu sehen. Und genau, heute labern wir ein bisschen mit meiner Schwester. Jawohl. Mara, erzähl, was machst du aktuell im Leben? Hey, die meiste Zeit bin ich beim Arbeiten, ehrlich gesagt. Also ich arbeite immer noch 100%, ganz normal. Und sonst einerseits eben Social Media, Twitch-Streaming, Instagram ein bisschen. Ich bin sonst noch in einem Leichtathletikverein als Haupttrainerin von einer Trainingsgruppe. Und ja, Zeit mit dem Freund, Zeit mit der Family.
alles Mögliche. Sehr nice, sehr nice. Geniessen. Wenn ihr ein bisschen Windgeräusch hört, das ist, weil es gerade ein bisschen Wind im Hintergrund. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Ich habe jetzt das Mikrofon noch mal ein bisschen leisiger gemacht. Nice! Leichtathletik hast du ja... Wie lange bist du jetzt schon Trainerin? Das ist ja auch schon... Hey, ich habe es ja früher selber als Athletin gemacht. Irgendwann in der Lehre aufgehört und ich glaube wie ist es? Doch, während Corona haben wir ein Training gegeben. Ich glaube, im 2021 oder so bin ich als Trainerin eingestiegen. Ja. Und jetzt aber schon weil du selber nicht mehr Sport gemacht hast, oder hast du dort noch selber auch Sport gemacht? Ich glaube nicht, oder? Damals sind wir ziemlich wenig. Also ich bin mal noch ins Gym gegangen. Ja. Während Corona war es aber so ein bisschen Low-Phase. Und nachher bin ich angefragt worden, wie sie Leute gebraucht haben, die einfach als Aushilfstrainer eigentlich Aha, ja, kommen. das ist relativ viel bei den Sportvereinen so. Ja, voll. Und bin ich also als Aushilfe gewesen, und der Haupttrainer hat irgendwann Tschüss gesagt und dann haben sie uns gefragt, ob wir wollen, oder ich und Kollegin ins zweite Gruppen übernehmen. Ja, voll. Voll nice. Und jetzt leitest du auch kleine Kiddies eigentlich beim Sport machen. Ja, ja also U12, also so 10, also 9, 10, 11-Jährige eigentlich. Das heisst, das sind wirklich so kleine Scheissgurven, aber es ist schon lustig. Ja, also aber du hast ja hure mit so eigentlich Jüngeren, weil du machst ja auch Berufsbildnerin, gell? Ja. Bei deinem Beruf. Es ist für mich eigentlich mega krass gesehen, weil weißt, ich sehe dich eigentlich immer nur so daheim als der kleine Scheissgurf. Also oder immer halt noch. Also bist gleich halt mittlerweile 24, gell? Ja. Oder jetzt dann 24. Ja. Und es ist halt schon krass für mich so, weil ich habe immer noch, das Bild von uns ist für mich immer noch so, weißt, die zwei kleinen 10 und 8, der 10-Jährige und die 8-Jährige, die irgendwie Scheiße machen, wo du Sommersäcke oder so irgendwie. Und ich glaube, das verliert sich auch nie bei Geschwistern. Also ich weiss nicht, ob wir Geschwister haben, die da zuhören oder jemand, also wir haben sicher Leute, die zuhören, die auch Geschwister haben, ob das bei euch gleich ist, aber bei mir ist das Feeling voll so da. Gut, hat natürlich auch damit zu tun, dass wir immer noch miteinander wohnen, weißt du? Ja, ich glaube, das macht noch viel aus, aber ich muss sagen, ich glaube so ein bisschen die Connection, wo jetzt, vielleicht ist es gar kein Deep, wo jetzt ich und die Mami und so haben, ist in dieser Phase damals viel stärker geworden, eben kurz nach Corona und all das. Ja, voll. Dass wir jetzt halt immer noch zusammen wohnen und halt mega viel an uns austauschen. Auch in der Trainingsphase halt, oder? Ja, ich glaube, das ist so. Also das ist vor allem der Punkt, der so ein bisschen eingeschlagen hat, habe ich das Gefühl. Und so ein bisschen das kam ist von hey, mehr miteinander sich austauschen, mehr tiefer miteinander auch reden. Ja. Voll. Und, ja. Das haben wir vorher mit den Eltern eigentlich gar nicht so genau gemacht. Also wenn unsere Eltern jetzt dazu hören. Also mit der Mami habe ich ab und zu schon auch ein bisschen tiefer geredet, aber ich merke, also es hat mega viel ausgemacht, dass ich während Corona im Homeoffice war. Ja. Und während der Trainingsphase eigentlich auch daheim war und viel mehr Austausch durch das mit der Mami auch hatte. Ja. Und wir uns so ein bisschen gegenseitig auch auffangen. Ja, mega schön, mega schön. Hey, für mich war es am Anfang ganz anders gewesen. Ich bin am Anfang eher aus dem Haushalt geflüchtet. Also ich weiß nicht, dass dich mal erinnern, ich war sehr viel unterwegs gewesen. Ich habe dort in dieser Zeit, ist das auch meine Anfang, oder die Zeit, wo ich noch meinen BMW hatte, meinen alten BMW, wo ich auch so ein bisschen in Autogruppen unterwegs war. Und ich war sehr viel einfach draussen gewesen, weil ich wusste, ich komme heim und es ist öfter so ein bisschen Stress gewesen, heim, weißt? Und dann bin ich eher unterwegs gewesen. Ist auch nicht unbedingt die richtige Lösung, weil es ja nicht vor der Herausforderung wegrennen oder so, weißt du, was ich meine? Aber es ist für mich dort, zu dem Zeitpunkt die richtige Lösung gewesen. Und ich finde es trotzdem mega schön, dass aus so einer Situation eigentlich wirklich eben so eine mega schöne Verbindung kann. Ich muss da so ein bisschen mich abdrehen wegen dem Wind. So eine mega schöne Verbindung kann gleich entstehen zu beiden Parteien. Also ich habe es mit der Mami wie auch mit dem Papi extrem gut. Und das schätze ich mega. Ich weiss noch, im 23, als ich da die Downphase hatte, ist das erste, was ich gemacht habe, wo ich mich austauschen musste, ist, ich bin zum Papi gesickelt. Oder weil ich weiss, wirklich zum Papi kann ich gehen, wenn ich wirklich richtige, das klingt jetzt mega blöd, aber richtige so Männer-Advice brauche. Aber weißt du, nicht so, jetzt nicht auf fies Männer-Advice, sondern wirklich, ich weiss, bei ihm komme ich so die harte, klare Wahrheit über und er ist so super im rational Denken und das hilft mir so extrem und darum gehe ich in solchen Situationen eigentlich immer zu ihm und hat mir bis jetzt eigentlich auch immer mega geholfen. Darum eben, wie gesagt, mega dankbar für beide natürlich, was das angeht. Sind wir voll deep reingestartet. Wir sind bei Minute 10 und haben richtig so ins tiefste Thema reingegriffen. Ich würde auch sagen, dort, wo du vorher gesagt hast, mit dem, dass du mehr den Haushalt verloren hast in dieser Phase, ich würde das gar nicht als Flüchten sehen, sondern einfach, du hast den gesunden Abstand gebraucht in dem Moment. Ja. Weil die Emotionen einfach noch zu hoch gekocht sind. Weißt du, ja, okay, sehe ich. Sehe ich ein bisschen. Also das musst du selber einschätzen, aber es ist ja, für mich ist dass es eben immer
den ganzen Tag im Homeoffice daheim bin und dann am Abend viel mehr unterwegs, habe ich halt schon viel... Bin ich schon sehr stark damit auch konfrontiert worden. Ja, okay, kann ich verstehen. Ja. I see. Aber ja, ich würde sagen, wir sind mega aus dieser ganzen so einer Thematik, also eben für die Zuschauer, die zulassen und ähnliches hatten oder wo die Eltern sich getrennt haben, vielleicht haben ein paar die gleichen Erfahrungen gemacht. Ich bin mega gewachsen aus dieser Situation raus. Also auch, und ich glaube, alle Parteien von der Family sind mega gewachsen. Und ich glaube, wir können auch gut, wir können gleich miteinander reden, ohne dass es Krach gibt oder so irgendwie etwas. Und das finde ich eben das Wichtigste, dass am Ende vom Tag, dass du kannst kommunizieren wie Erwachsene, weißt, ohne dass irgendwie irgendjemandem etwas muss nachrühren. Und ich glaube, das können wir relativ gut miteinander, würde ich jetzt meinen. Ja, würde ich schon. Also, ja. Voll. Was denkst jetzt du persönlich, hast du am meisten mitgenommen aus dieser Zeit? Wow. Ich glaube einfach, nicht nur aus dieser Zeit spezifisch, aber einfach wie wichtig das ist, dass wir offen miteinander reden. Weil ich sehe, wie die Mami offen mit uns kommuniziert hat oder wie sie angefangen hat, immer offener zu werden, wie wir sie haben können ein bisschen auffangen. Aber gleichzeitig auch in anderen Phasen, wo eben du oder ich kannten, die schwieriger geworden sind, wie wir uns dort auch wieder ein bisschen stützen können. Und dass wir eigentlich so ein bisschen in allen Seiten, jetzt nicht nur spezifisch mit der Mami, aber dass wir so ein bisschen Gemeinschaft sind, die sich gegenseitig unterstützen können und dass du nicht alleine bist, wenn du durch so Sachen musst gehen, du die Emotionen musst gehen. So ein bisschen das ist etwas, wo mir damals ziemlich klar geworden ist. Weil ich glaube, ich habe es schon immer ziemlich schwierig gefunden, über Sachen reden, wenn es mir nicht gut gegangen ist. Ja. Also, teilweise haben die auch gemerkt, dass es mir nicht gut gegangen ist und ich habe mich einfach ein bisschen zurückgezogen. Ja. Und ich glaube, in dieser Phase habe ich so gemerkt, hey, es ist viel besser, wenn du darüber redest. Voll. Für mich persönlich. Auf jeden Fall. Und du? Was ist so dein grösstes Ding? Hey, ich glaube auch, einfach offen kommunizieren miteinander. Ja. Das war so mein Ding, wo ich gelernt habe, hey, hörst du den Wind? Ich bin eben nicht sicher, aber ich glaube, man hört ihn eben nicht im Mikrofon. Ich glaube, es ist eben einfach wegen der Kopfhörer. Nein, ich glaube im Mike nicht. Also okay. Bis jetzt habe ich ihn gar nicht wahrgenommen. Also jetzt zweimal leislicher gemacht, okay. Dann ist gut. Dann ist gut, dann muss ich nämlich nicht so hektisch sein. Ja, ich bin da mich so am Abschirmen vom Wind. Hey, ich würde auch sagen, offene Kommunikation, weil das ist etwas, was ich mega für die Zukunft mitgenommen habe, weißt, dass ich merke, sobald etwas mich stört oder sobald etwas mir schwierig fällt, dann spreche ich es an. Also das ist einfach etwas, was ich mega gerne mache, weil du gehst einfach Probleme aus dem Weg, du gehst unnötigem Stress aus dem Weg, du kannst wirklich... Und wenn du offen kommunizierst, dann weiss jeder immer, an was er dran ist bei dir, weißt du, was ich meine? So, oder? Und das finde ich, also eben, ist ja jedem das seine, aber das ist etwas, was ich für mich mega mitgenommen und versuche auch im Täglichen eigentlich einzubringen, dass ich nicht, weißt, wenn ich eine Meinung habe, die ich vertrete, dass ich nicht die in den Hintergrund stelle oder so, sondern dass ich wirklich das offen und kommuniziere. Das finde ich, ist etwas, was ich mega aus dieser Phase mitgenommen habe, tatsächlich. Du bist strong, dass du das so kannst. Ja, voll. Weil das ist auch nicht, also es ist nicht so einfach. Ich finde es teilweise also, es ist auch nicht, also es gibt auch Situationen, wo ich immer noch Mühe habe damit, weißt du, wie ich meine, oder Sachen anzusprechen, wo gerade vielleicht denkst, können andere vielleicht sogar verletzen. Aber finde ich eben gleich trotzdem wichtig, dass man es macht, wenn es einem seine ehrliche Meinung ist. Und ich finde, es gibt Wege, wie du auch etwas Schwieriges kannst offen und mit gutem Gefühl kommunizieren. Weißt du, was ich meine? Und darum ist das einfach etwas, wo ich am Versuchen bin oder wo ich am Machen bin aktuell. Ja. Genau. Ja, das kenne ich, das probiere ich auch. Aber ich merke, ich habe das Gefühl, es ist aber noch mega ein Unterschied in welchem Lebensbereich, ob jetzt daheim, beim Arbeiten oder sonst irgendwie privat oder so. Schon. Ich weiss nicht, merkst du, ist es für dich irgendwo schwieriger oder irgendwo einfacher? Hey, Arbeiten ist natürlich schon so ein Thema, wo du vielleicht ein bisschen vorsichtiger bist, weil es ist halt nicht einfach completely dein Ding, sondern du bist in der Regel angestellt, also bist selbstständig oder hast Angestellte, das ist natürlich noch mal ein bisschen anders. Oder bist in einer Führungsposition, das ist auch noch mal ein bisschen anders. Aber ich denke, auch dort kann ich ziemlich offen und direkt kommunizieren im Fall. Also wenn mich etwas stört oder meine Meinung und du es halt einfach wirklich reasonable, also mit einem Grund, weißt, wenn irgendwie etwas ist, anbringen. Die habe ich kein Problem damit, weil ihr sind meine nächsten Leute, die mich am besten kennen. Euch kann ich offen und ehrlich sagen, was mich stört und was mir passt und was ich cool finde und was ich schlecht finde. So, weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, dort ist die Kommunikation auch ganz anders.
Dann kommst du immer so, was machst du denn für einen Gugus? Ja, genau, wirklich, So wirklich, ein bisschen, wirklich. weißt du, so. Und im Freundeskreis ist es immer unterschiedlich. Also ich bin gerne der anspricht, wenn mir etwas nicht passt. Und das können die anderen, glaube ich, bezeugen. Also wenn es jemanden gibt, der wirklich kommt und sagt, hey Jungs oder hey Mädels, jetzt müssen wir da schnell aufräumen, ich glaube, dann bin ich's. Ich glaube, ich will mich als das betiteln, weil ich finde das mega wichtig, auch eben, gerade wenn es so zu und her geht oder wenn Späßchen rum sind, wo vielleicht gewisse Leute nicht so lustig finden oder so, aber nicht dafür aufstehen und so, bin ich gerne der, wo man schon sagt, hey, schaut, schnell unter 4 Augen oder schnell unter 6 Augen, können wir schnell, ich glaube, da müssen wir schon reden, so weißt du. Ja. Das mache ich mega gerne. Ja, voll. Das ist so meine Vision auf das. Mega deepes Thema. Richtiges, deepes Thema, Bruder. Bist du gestartet mit dem, ey. Krass. Gut. Eigentlich habe ich etwas anderes ansprechen. Und zwar, Guys, haben wir ja ein grosses Topic, das wir unbedingt noch besprechen müssen. Wo der Podcast ist, also ein bisschen da zum Live-Updates abgeben. Oder? Ja. Und das ist ein Live-Update bei dir wie auch bei mir. Aber letztes Wochenende haben wir so ein verdammt crazy Event gehabt. Und ich möchte gerne schnell über das reden, weil Mara, du hast die Möglichkeit gehabt, dort auch mit dabei zu sein. Yes. Und ich weiss nicht, willst du zuerst erzählen oder soll ich schnell? Start du mal rein. Also Guys, und zwar folgendes. Ich bin ja ein absolutes YouTube-Kind. Also die mich schon länger verfolgen, die wissen das. Ich habe wirklich meine riesen Inspirationen, was das angeht. Und auch so eventtechnisch ist es ein riesen Traum von mir, mal können an Event teilzunehmen, so wie die das in England, in den Staaten wirklich gross machen. Also das ist ein sehr grosses Ziel, das ich habe. Und was ich jetzt dort halt können machen, oder was wir dort haben können machen, ist, letzte Woche hat es ein organisiertes Event gegeben von ein paar Creators in der Schweiz, The Boys, Shoutout an die, ganz gerne mal abchecken auf Insta, TikTok und Twitch. Und zwar hat es einen Livestream gegeben von einem Event. Und der Event heisst Paintball Creator Cup 2025. Das heisst, Mara wie auch ich haben teilgenommen am Paintball Creator Cup 2025. Das sind über 60 Creator, sagen wir 50 Creator, weil ein paar Aushilfen sind noch dort sein, weil kurzfristig Absagen reingekommen sind. Aber 60 Creator, 12 Teams, die sich wirklich auf dem Feld Kugeln geben gegenseitig und abreizen. Und das Ganze ist live, ja, ist doch so. Und das Ganze ist live gestreamt worden auf Twitch. Jetzt kommt wirklich ein Heli vorbei. Ja, ich habe es auch gerade gedacht. Aber den hört man glaube ich nicht, Nein, oder? aber weißt du, wenn man den Wind hört? Ich glaube, wenn man redet, dann hört man den Wind. Schon? Ja, Du mal reden? La la lilu lilu. Und so, ich schneide es im Nachhinein aus, aber auf jeden Fall sind wir an dem Paintball Creator Cup gewesen. Mara, ich würde gerne mal schnell deine let us in on your thoughts. Erzähl uns, wie war es für dich? Weil du bist ja, also wenn man so sagen darf, du hast ja gesagt, du bist relativ neu im Creator Game, bist nur nicht jetzt, ich sage jetzt mal, merkbar gross zum Beispiel, also ich auch nicht, meiner Meinung nach, oder? Aber wie war das für dich so gewesen? Wie ist es dazu gekommen? Erzähl gerne mal ein bisschen. Hey, für mich war es richtig krass gewesen. Also am Anfang, also vor dem Event bin ich schon mega hibbelig und mega nervös gewesen. Und ich bin so, oh mein Gott, ich kann mir so gar nicht vorstellen, was auf mich zukommt. Eben, weil es halt so etwas auf die Art noch nie in der Schweiz gegeben oder nicht, dass ich es mitbekommen habe. Gleichzeitig habe ich neben der Nervosität das als riesige Chance gesehen, um mal ein paar Leute in Person kennenzulernen, die du sonst eigentlich nur von online kennst, dich ein bisschen auszutauschen, ein bisschen Network, ein bisschen Connections machen. Schlussendlich es war auch mega cool gewesen, weil ein paar Leute, die ich vom Streamer kenne, habe ich das erste Mal in Person gesehen. Crazy. Und das ist richtig schön gewesen. Also ich konnte mit mega vielen Leuten mich austauschen, mit mega vielen Leuten einfach einmal gegenüber können sitzen. Es ist halt schon mal etwas anderes als online, wenn du die Leute nur online siehst. Ja, es ist mega cool gewesen. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr mit den Leuten mich austauscht, aber ich bin dann dort so nervös und hektisch gewesen, dass ich irgendwann nicht mehr wirklich mögen. Aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Leute angesprochen und so. Ja, ich glaube, das hätte ich auch gerne gemacht. Aber also mega coole Persönlichkeiten dort auch kennengelernt. Hammer. Ich weiss nicht, wie es für dich so war, weil... Mega crazy. Musst du dir so vorstellen, ich bin dort hier und ich habe gesagt, also ich gehe Overkill. Und ich habe einen Kameramann organisiert und der Kameramann, der hat dann noch einen zweiten Kameramann mitgenommen. Also ich hatte 2 Leute, die mich gefilmt haben für einen YouTube-Vlog. By the way, wenn der Podcast rauskommt, ist der erste Teil vom Samstag, wo nur ganz ein kurzer Teaser ist zum Creator Cup, schon oben. Dürft ihr gerne mal abchecken. Das ist Sandra Schmitter auf YouTube. Check it out. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mich auch querfeldein dort durchconnected,
weil ich bin dort reingesteppt und niemand sonst hat so, nicht mal, also weißt, also nicht böse gemeint, aber das Event selber hat auch keine Kameramänner gehabt und es ist gemeint worden, dass meine Kameramänner die Kameramänner vom Event sind. Und da gerne raus an meine Kameramänner, Vic Neves, also Neves Visuals und der Dave, Sun Films, darf ich auch gerne abchecken. Die haben die Aufnahmen gemacht für mich, sehr, sehr, sehr geil. Und ich bin dann halt so rumgelaufen mit 2 Kameradudes hinter mir und habe gefilmt, habe auch ein bisschen «Bist du glücklich?» Kurzvideos aufgenommen, die dann noch werden kommen jetzt dann. Und ich kann vor allem mich können mit ein paar Leuten connecten oder einfach, weißt du mal, es ist jetzt nicht auf Best Friend Basis, aber einfach, dass man sich mal gesehen hat. So. Ja. Ich schaue mega auf zu einem LF-TV zum Beispiel, also Shoutout an LF, einfach seine YouTube-Videos finde ich geisteskrank, also weißt, einfach wirklich sehr, sehr, sehr inspirierend. Der Max ist natürlich da gewesen, wo wir auch schon da als Gast hatten, das ist einfach mein Homie, mit ihm habe ich es ultra, ultra gut. Die Leute haben angefangen zu sagen, wir sehen unsere Brüder. Ich und der Max. Sieht man, aber ich habe den Max auch gesagt, man sieht schon, ein bisschen Ähnlichkeit haben wir schon, muss ich schon sagen. Genau. Er ist einfach etwa einen halben Meter grösser als ich, aber ja. Er ist riesig. Er ist riesig, genau. Und dann mit sonst ein paar Creators wirklich gut können connecten, mich gut verstanden. Mit mir im Team sind die Eil, ist auch schon da bei uns Gast gewesen, dann der Tanit Blends, kennen vielleicht auch ein paar, der Barber. Und dann mit dem Flydy, der macht Musik. Und mit der Ellie Berry heisst sie, glaube ich. Ist auch eine Content Creatorin auf Insta. Genau, das war unser Team und wir sind dort rein und wir haben gesagt, gib ihm, wir gehen richtig. Und dann haben wir aber zuerst mal 5 Stunden warten, bis wir überhaupt dran sind. Ja, bei mir auch. Also ich musste ziemlich lange warten auch. Aber mein erstes Game habe ich dann gegen das Team von Max müssen. Also oh mein Gott. Max, Lani, alle sind im Militär gewesen. Ich hatte so Schiss gehabt, aber wir haben schlussendlich dann auch, wir sind dann spawn-camped worden, wir sind nicht mehr rausgekommen. Und, aber auf was ich stolz bin, vor dem Game hat der Max ist so zu mir gekommen, so, was, ich muss gegen dich? Da kann ich 2 Schmittis abballern. Hey, dich und mich. Wow. Und nachher, ich habe es einfach geschafft, den Max einmal zu hitten. Yeah, einmal, das war mein Ziel. Let's go. Einmal mit sehr dem Max geil. hitten. Nimm das, Max. Ich brauche den Max so als Clickbait, wenn ich da als Clip draus mache. Nein, alles gut. Mach nur Spaß. Okay. Aber wie war es für dich so mit 2? Bist du nervös gewesen, dass es 2 Kameramänner dabei hast? Nein, gar nicht. Weißt du warum? Wieso? Ich habe das extra gemacht, also respektive einen wollte mitnehmen, weil jetzt kommen wieder ein paar Leute und sagen, vielleicht es ist Ego, aber ich habe sehr grosse Ziele, was Social Media angeht und sehr grosse Träume. Und ich sage für mich, wenn ich so weitermache, wenn ich aktuell weitermache, ist es nur noch eine Frage von der Zeit, bis das gang und gäbe ist. Und darum habe ich gewusst, warum nicht jetzt schon damit anfangen, dass ich das erste Mal familiar werde damit, wie es ist, wenn mich jemand wirklich verfolgt. 2 Leute mit Kamera, mit Licht, weißt du? Ja. Und ich muss sagen, es hat mir auch mega Confidence gegeben, nochmal einfach das zu machen und durchzuziehen, auch wenn die Leute ringsherum stehen und schauen, weißt du? Sehr geil. Und das ist nämlich das, was ich mega, mega geil gefunden habe, weil nicht einfach, weil es andere beeindruckt hat, das ist mir im Sinn wurscht, weißt du, was ich meine? Sondern ich habe gewusst, ich habe richtig geile Aufnahmen, ich kann neu mitnehmen, ich kann etwas Geiles bieten und ich habe Spass. Ich habe richtig, richtig Spass gehabt. Und das ist das, was mich so happy gemacht hat und was ich so geil gefunden habe, weil ich habe mich noch nie so krass mit meiner Leidenschaft verbunden gefühlt wie an diesem Event. Wirklich? Weil du musst dir vorstellen, mein Ziel ist, Creator zu sein und Creator zu werden, ein grosser Creator. Und ich habe mich noch nie so krass Creator gefühlt wie an diesem Event. Weil was ihr vielleicht nicht gesehen habt, ist auch, ich und der Max haben noch chillt miteinander dort. Und dann ist tatsächlich, obwohl wir an dem Event waren, weißt du, Paintball-Halle haben wir ja eigentlich für uns gehabt und oben dran hat es aber eine Adventure-Arena. Und es ist tatsächlich eine, die herausgefunden hat, dass wir in der Paintball-Arena sind, vorbeigekommen und hat gefragt, ob sie mit mir ein Foto machen kann. Und mit dem Max, glaube ich, auch. Und gesagt, hey, danke vielmals für das, was du machst. Und, so. Und wir sind am Creator-Event gewesen. So und ich bin wirklich, ich sage dir, an dem Event einfach, auch wenn, ihr müsst euch so vorstellen, es ist für mich, gerade eben, wie wir gesagt haben, so die Events einmal zu haben, in der Schweiz, hat es einfach nicht. Ausser Red Bull macht das sonst niemand. Niemand. Und auch in der Schweiz macht Red Bull es nur Schweiz-basiert technisch noch nicht wirklich. Und ich glaube, mit dem Event hat man einen riesen Meilenstein gesetzt, dass man auch mal Unternehmen so zeigt, hey, die Schweizer haben eigentlich Bock und die Schweizer sind da, wenn es um so Zeug geht. Klar ist es nicht so gut umgesetzt gewesen, wie wenn es jetzt Red Bull umgesetzt hätte. Aber
allein der Aufwand, den du musst vorstellen musst, dass du dort Kameras drin hast, Technik, Leute organisieren, relativ kurzfristig, all das Zeug, Extrem. finde ich, ist ein riesen Meilenstein für die Schweiz und können sich echt viele Leute wirklich eine Scheibe davon abschneiden, auch wenn es zeittechnisch mal durcheinander geht mit der Planung, auch wenn es nicht so ein bisschen aufgegangen ist, auch wenn der Stream zum Teil abgekackt ist. Einfach das Gesamtpaket an sich ist enorm krass gewesen, meiner Meinung nach. Ja. Und darum glaube ich, dass noch ganz viel von diesen Jungs kommen wird, wenn nicht auch noch von anderen Leuten, die jetzt denken sich, hey, die Schweizer haben Bock, lass etwas machen. Extrem. Ja, du musst zuerst mal anbringen, so etwas auf die Beine zu bringen und so viele Creator zusammenbringen und den Aufwand, wo das alles ist. Also da auch nochmal wirklich ganz viel mal Danke, dass einerseits ihr das organisiert und auf die Beine gestellt haben und andererseits auch, dass ich dabei sein durfte. Weil eben, es ist nicht selbstverständlich. Ich bin eben eher noch sehr klein in dieser Bubble. Ja, aber du musst den Punkt auch erwähnen, warum du hast können dabei sein. Es ist nicht einfach random ausgelöst worden, dass du kannst dabei sein, sondern der Punkt ist, die Mara ist, sie ist ein kleiner Creator, aber sie ist einfach konstant. Sie ist seit einem Jahr ist sie zweimal in der Woche mindestens, sagen wir einmal mindestens, aber zweimal in der Woche mindestens streamt sie auf Twitch. Plus hat sie jetzt angefangen, so einmal in der Woche, jetzt sogar mehr, ein Video noch auf Insta hochzuladen. Vielleicht ist das nicht viel, aber der Punkt ist, sie macht es konstant seit 52 Wochen nonstop. Und das ist der Punkt, warum sie mal eine Person kennengelernt hat, wie Elisa, wie Lani, mal so ein bisschen in die Kreise hineinkommt. Und das ist auch der Punkt, weshalb sie am ehesten zum Beispiel mal empfohlen wird bei so etwas, weil man einfach weiss, sie ist konstant dran. Es ist nicht so ein One-Hit-Wonder, so weißt du, wie ich meine, sondern sie hat eine Leidenschaft dran, weil sie macht es ja schon seit Monaten jetzt und sie zeigt auch, dass sie Freude daran hat. Und das ist etwas, wo ich einfach weiss, dass ich mega herzig, aber weißt du, aber ich glaube, du bist auf meiner Seite mit dem Ganzen, oder? Danke. Also weißt du, auch zum Leuten mal mitgeben, hey, es bringt etwas, wenn du konstant dran bist und vielleicht nicht im ersten Monat einen enormen Fortschritt siehst, sondern es braucht halt einfach mal zuerst 100 Stunden, 200 Stunden, bis du mal irgendwo einen Anhaltspunkt hast. Aber wenn du eben das mit Leidenschaft machst und Freude daran hast, dann ist das ja sekundär. Ja. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt das, was ich so krass gefunden habe und wo ich eigentlich gewusst habe, hey, also ich finde es verdient, dass du dort dabei gewesen bist, weißt du? Das ist mega lieb, danke. Ja, sehr gern, aber das ist meine honest... Nein, es ist... Sorry. Nein, all gut. Nein, es ist halt schon so ein bisschen etwas... die Community, in die ich durch dich auch reinrutschen, die im Streaming-Bereich ist, durch die, wo ich auch wo ich schon, ich weiß nicht, wie oft ich der Lisa schon geschrieben habe, so, ey, kannst du mir noch schnell helfen? Ey, hast du noch Zeit? Ja, ein kleines Shoutout. Lisalicious! Und auch, weißt, auch andere Leute, ein Jan, eine Lani, eine Charlene, wo ich so viele Fragen durfte stellen und offenes Feedback bekommen habe, hat mir auch mega Kraft gegeben, um einfach mal reingehen und mal sagen, hey, probier es einfach mal. Ja, voll. Und ich finde es halt einfach mega schön, wie viel Support man in der Community bekommt. Also jetzt, vor allem jetzt die Leute, die ich eben durch Streaming kennengelernt habe, aber auch sonst jetzt die Leute, die ich im Event kennengelernt habe. Hey, nach dem Event, gewisse Leute, mit denen ich mega wenig geschnurrt habe, sind mir plötzlich auf Instagram folgen, haben mal etwas geschrieben, haben mal kommentiert, haben ein bisschen Liebe da lassen. Einfach, voll cool. Ich habe das Gefühl, die Leute, die ich bis jetzt in dieser Branche kennenlernen, sind mega supportive. Man redet ja immer von Schweizer und alle sind so egoistisch und gegeneinander. Ich glaube schon, dass es so gewisse Szenen gibt oder gewisse Leute gibt, weißt, wo vielleicht das leben. Aber ich glaube eben eigentlich, wenn du eben so zusammenkommst und einfach Bock hast, zum gemeinsam etwas zu kreieren, weißt, dann glaube ich, ist der Support riesig, enorm. Also ich sehe es jetzt auch, oder ich merke es auch, eben nur schon, was für Freundschaften das daraus entstehen. Mega Hammer. Und eben, das war der Event gewesen. Und wir haben richtig einen geilen Event gehabt. Und wenn ihr da noch nicht geschaut habt, checkt gerne von den Creators, die dort dabei waren, Videos ab auf Insta. Ich weiss, die Mara hat eins dazu gemacht. Hast du schon aufgeladen, glaube ich? Nein, am Dienstag kommt es. Am Dienstag kommt der Mara. Und der Vlog ist auch noch dran. Der Vlog macht sie auch auf YouTube. Bei mir genau gleich. Checkt das gerne ab und lasst auch ein bisschen Support bei der Mara da bitte auf jeden Fall. Danke. Genau. Das. Aber das Event das ist für mich so ein Augenöffner gewesen nochmal, weil es hat mir so einen Drive gegeben. Ich habe so Hunger aktuell. Wirklich. Ja. Darum auch so Zeug da. Stell dir mal vor, weißt, zum einen ist es richtig geil. Zum anderen habe ich mir so überlegt, wenn ich das fix durchziehe, muss ich jetzt jedes Mal
mit irgendjemandem, einem Gast, der in den Podcast kommt, irgendeine halbe Wanderung machen, bis ich an irgendeinem geilen Ort bin zum Podcast. Dann musst du noch irgendein so ein Tischchen zusammenschrauben. Dann musst du noch das Tischchen ja, halt wirklich. Alles musst du mit rumschleppen. Nein, aber ganz ehrlich, ich finde, das ist eine ganz andere Stimmung. Ja, voll. Als wenn du, in einem Studio oder so bist. Es ist wirklich ganz eine andere Stimmung. Es ist wirklich ein richtig geiler Vibe. Das ist mein erster Podcast, wo ich drauf bin, aber ich fühle es. Oh nice. Hast du eigentlich noch blaue Flecken vom Paintball-Event? Hey, fast nicht mehr im Fall. Also ich habe da auf der Seite, ich habe glaube 5 oder so gehabt. Ah, warte, ich muss jetzt mal schon aufstehen. Deine ist crazy. Aber ich habe da Hast du ihn noch? Ja, aber er ist schon ein bisschen weg. Ich weiß nicht, ob man den sieht auf dem Ding. Aber der ist... Schon ein bisschen weg. Ja, aber er ist viel schlimmer gewesen. Er ist viel schlimmer gewesen. Ja, scheiße. Aber tut er noch weh? Nein, weh hat er gar nicht da eigentlich. Okay, es ist einfach so wirklich dunkel-violett angelaufen gewesen. Richtig, ich richtig. Ich finde aber, es hat hure gefetzt. Also ich habe hure Schiss gehabt. Ja, also, dass ihr versteht. Wir sind dort an dem Organisationsding gewesen und kannst dir vorstellen, 60 Creator in einem Kreis, hast das Gefühl, alle hören zu, vergiss es, oder? Da schnurrt es dort und da vorne haben sie dann einfach geredet irgendwann, einfach durchgehend, oder? Ohne, dass sie jetzt geschaut haben, ob jeder zulässt. Und dann sagt er so, zu den Spielregeln, wir spielen Capture the Flag. Ich so voll easy. Männer haben keinen Deutsche Sprache, schwere Sprache. Männer haben keine Schutzausrüstung, sagt er. Und ich und der Max, oder nein, wer war es? Doch, ich und der Max, glaube ich auch. Aber wir sind da hingestanden, wir schauen uns so an. Bitte was? Und ich kann zuerst nur so Tights anlegen, weißt du? Einfach so lange Tights und oben ein Tights Oberteil. Aber ich habe gewusst, wenn ich nicht etwas habe, das immerhin ein bisschen dämpft, dann tut mir nachher alles weh. Wirklich alles weh. Und ich habe, ja, hast du ja gesehen, den Flecken, den ich jetzt schon hatte? Ja. Und ich habe dann noch Trainerhosen angelegt und einfach einen Pulli. Ja. Weil ich habe mitgebracht gehabt. Ja. Aber ich sage euch, es ist wirklich, wir sind dort gestanden so, wie keine Schutzausrüstung. Aber es war lustig. Ich weiss eben nicht, ob es bei Frauen eine Pflicht ist, weil mir ist gesagt worden von 1, 2 Leuten, ja, bei Frauen muss man das, weil je nachdem können die Schüsse Brustkrebs auslösen, angeblich. What? Hat jemand gesagt. Und ich habe keine Ahnung, ob das stimmt und ich will auch nichts Falsches verbreiten, aber ich weiss nicht, ob deshalb nur mir, aber ich glaube schlussendlich... Ich bin einfach froh, dass ich einen Eierschutz hatte. Ja, glaube ich. Ich bin einfach froh, dass ich einen Eierschutz hatte, weil einer hat fett kassiert. Wirklich? Ja, der hat jetzt 3. Also 3 Eier. Hat er keinen Schutz? Einer hat wirklich, glaube ganz knapp so einen Streifschuss bekommen. Aber auf jeden Fall ein ganzes crazy Event gewesen. Und ich freue mich auf mehr von diesen Events. Hey, ja. Ich habe gesehen, wir sind schon eine halbe Stunde in. Wirklich? Ich hätte gesagt, gehen wir zu dem Teil vom Podcast, wo sich die Leute immer extrem darauf freuen. Du weißt wahrscheinlich, um welchen Teil das es sich handelt. Das ist kein Intro-Song für das, oder? Nein. Zeit für Fragen mit Schmidi. Ja, ich muss mir wirklich mal so ein Ding machen, so einen Button, wo ich drücken kann und dann kommt das. Auf jeden Fall, wie gesagt, mache ich ja vor allem auch so ein bisschen Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Content. Und auch dort machen wir ein Format, auch dass ich es dir nochmal schnell erkläre. Ich habe da Fragen auf ein Karteikärtchen aufgeschrieben. Das sind tiefe und persönliche Mindset-Fragen, wo uns auch so ein bisschen deine Sichtweise mitgeben oder wie du dich mitgeben. Und das Ding ist eigentlich so, wir dann die mischen und dann die immer dann abwechslungsweise ziehen. Es sind Fragen, die ich schon beantwortet habe auf anderen Podcasts. Wenn so eine kommen würde ich einfach eine neue ziehen. Aber ich habe gesagt, gehen wir da rein, oder? Also dann mischle ich. Safe. Ich mischle dir mal schnell. Wie machen wir es? Teilweise machst du ja so, dass beide die Frage beantworten, teilweise mal jemand. Ich wähle jetzt mal eine aus für dich. Okay. Ich kann gerade zu mir sagen, Chat, ich bin nervös. Chat, ich bin nervös. Einfach die oberste? Ja, nimmst die oberste. Und ich muss sie selber beantworten oder du? Du musst sie beantworten. Okay. Wenn du eine Person könntest treffen, egal wer, wann und warum? Wen und warum? Ich so, wann, hä? Okay, lass mich überlegen. Das ist jetzt, eine Person ist halt von allen. Eine Person ist heavy. So gehst deine Inspirationenliste durch. Ja, ich war schon gerade. Ja. Ich bin am Denken. Jemand, der dich inspiriert vielleicht mit dem, was er oder sie macht, wie sie denken oder so. Ich finde es eben mega schwierig, weil ich habe wie in jedem
Bereichen ein bisschen Sachen. Also weißt, im Content Creation Bereich habe ich, die mich interessieren. In der Musikbranche halt ein paar von meinen Favorite Artists, die viel bewegt haben mit ihrer Musik. Das ist aber auch gut, finde ich, dass du nicht einfach nur ein Idol hast, sondern dass du je nachdem, wo du halt dich bewegst, verschiedene Persönlichkeiten hast, die dich inspirieren. Ja, voll. Also ich muss sagen, es ist halt nicht eine Person, aber Sidemen sind schon halt auch so, dass sie dich... Aber ich glaube, nein, ich muss switchen. PewDiePie. PewDiePie? Ich glaube. Auch wenn ich ihn momentan nicht mehr so extrem groß verfolge, aber der Dude ist in meiner Kindheit... Boah. Ich weiß nicht, ich habe ihn so oft geschaut, ich habe seinen Content so oft verfolgt, auch an Markiplier und Jacksepticeye etc., dass ich glaube, ich würde einfach anfangen zu brüllen, wenn ich ihn sehe würde. Und ich finde ihn so er kommt für mich so ehrlich und so wholesome über. Bodenständig. Auch mit dem Content, den er jetzt macht, ja voll. Was macht er denn jetzt? Er macht dann so ein bisschen Vlogs von ihm und seiner Familie, sie wohnen ja in Japan. Was? Ja. Er hat einfach das Kind, oh mein Gott. Ja, ich glaube, er wäre so eine Person, die ich extrem gerne mal treffen würde. Ja, ich glaube, ich belasse bei dem. Okay, PewDiePie. Crazy. Ich weiss noch, einmal bin ich im Sprachaufenthalt auf Brighton gegangen. Und ich weiss nicht, ob er damals noch dort gewohnt hat. Und ich war so dort, so, Alter, wenn ich ihm jetzt über den Weg laufen würde, ich würde einfach er hat mal in Brighton gewohnt. Sterben. Einfach so instant. Kennst du das Meme, wo der Herdöpfel einfach so umgeht? Genau so. Genau so. Hast du mir eine Karte mischen? Oh ja. Jetzt sind es vielleicht nass geworden, weil das ist der Tisch, glaube ich, von ihm. Das ist aber nur Wo habe ich denn? Ah, ich habe es da. Okay. Willst du sie auf die Seite legen? Am besten noch beschwer irgendwie. Und mich interessiert jetzt schon auch, wer es bei dir... Also, wer ist KSI? KSI wahrscheinlich. Okay, I see. KSI, ich glaube, ich habe die Frage schon mal beantwortet. Still going. Sidemen war eine gute Antwort gewesen. Ich muss halt sagen, ich finde sie schon coole Persönlichkeiten, aber eine Person aussuchen fände ich schwierig. Ich halt einfach KSI, weil es ist so ein Goat mit allem, was er macht. Darum. Maschine. Was funktioniert aktuell in deinem Leben und was nicht? Die ist heavy. Ich muss sagen, was aktuell gut funktioniert, ist wirklich einfach mein Selbstglaube an mich selber. Ich weiss, dass wenn ich so weitermache mit dem, wie ich es mache, dass ich sehr, sehr viel Potenzial habe und sehr, sehr weit kann kommen mit dem, was ich da mache. Mein grösster Feind aktuell ist aber Struktur und Planung. Und ich weiss nicht, ob das ein paar Leute relaten können. Dadurch, dass ich so viel mache, habe ich manchmal ein bisschen Mühe, einem roten Faden zu folgen. Weißt du, was ich meine? Ab dem Punkt, wo es dann so viel ist, dass ich anstatt dass ich einfach irgendwo anfange, dass ich gar nichts mache. Und das muss ich mega... wie soll ich sagen? Das ist etwas, was ich mega daran arbeite aktuell. Also weißt, mit Listen, mit Abarbeiten, mit To-Dos. Oder das ist etwas, was ich wirklich versuche anzugehen. Weil gleichzeitig, ich bin jemand, der überall ist. Ich bin so eine bubbly Person. Ich kann da sein, dann in der nächsten Sekunde da, dann da. Und an dem arbeite ich, dass ich fokussiert an etwas arbeiten kann, das kann abschliessen und dann ins nächste hineingehen. Oder? Und mit dem habe ich am meisten Mühe, würde ich jetzt sagen. Oder das funktioniert am wenigsten. Ist nicht so, dass es gar nicht funktioniert, aber einfach das ist das, was mir aktuell am meisten Mühe bereiten, würde ich sagen. Wolltest du die Frage auch beantworten? Ich würde gerne noch die zweite Seite von der Frage. Was funktioniert am besten? Hast du was gesagt? Selbstbewusstsein? Ja, Selbstbewusstsein und Leidenschaft, die ich kann und selbstsicher sein. Ich weiss, dass ich dorthin kommen kann, wo ich mich envisione oder wo ich mich sehe. Wenn ich jetzt weiter so mache und eigentlich das Gaspedal noch ein bisschen mehr drücke, sagen wir das so. Okay. Sehr nice, sehr nice. Und bei dir? Hey, schwierig. Ich glaube, Schwierigkeiten habe ich momentan mit der Angst, ich habe gerade mit der Jael letztens darüber geredet, auch am Event. So ein bisschen ich poste jetzt einmal in der Woche auf Insta. Ja. Und so ein bisschen die Angst vom noch mehr machen, wie ich Angst habe, dass ich an den Punkt komme, dass ich nicht mehr nachkomme und mich selber überrolle. Und nachher nicht mehr nachkomme und dann mich selber durch das anfange fertig machen. Weißt du, was ich meine? Ja, also so ein bisschen die Angst, dass ich keine Idee mehr habe, was machen auf Insta. So ein bisschen eher das.
ist etwas, mit dem ich momentan ein bisschen am Denken oder am Strugglen bin im Kopf. Mhm. Und was am besten läuft momentan, hey, ich habe das Gefühl, ich bin momentan ziemlich gut dran, das Zeug am Balancieren. So wie das mit dem Planen, wo du gesagt hast, ist Schwierigkeiten, vielleicht kann ich ein bisschen helfen. Ja, eigentlich könnte man Aber- das ein bisschen austauschen, wie ich kann da mit dem anderen sehr gut helfen. Ja, wir müssen vielleicht ein bisschen mehr, Ja. ein bisschen offener. Weil das Ding ist wirklich so, eben ich kann die Menge an Sachen, wo ich kann vieles. Ich habe das Leichtathletiktraining, wo ich halt auch jetzt Wettkämpfe und alles schauen muss, Mails machen. Ja. Das Arbeiten, wo ich in 2 Bereichen bin, in der Buchhaltung und in der Berufsbildung. Mein Freund, mit dem ich Zeit verbringen will und auch Logisch. wirklich bewusst bei ihm sein will. Die Family und Social Media und Twitch, YouTube, alles. Ist halt schon das. nicht wenig. Ja. Und deshalb, dort ist schon wirklich so die Angst, so, hey, wenn ich jetzt noch mehr bei Social Media mache und noch mehr, dass ich dann irgendwie etwas von den anderen Sachen hinten anstelle, weil es sind alles Sachen, die ich nicht unbedingt hinten anstellen. Ich muss dir etwas mega mitgeben, was ich mir heute im Auto gesagt habe auf dem Weg zum Barber. By the way, ich habe einen neuen einen neuen Fade installiert. Abchecken. Und zwar kennst du den Moment, wo du plötzlich so bewusst bist? Wo du plötzlich denkst, Ich liebe es. ich kann meine Hand bewegen und ich kann Kontrolle geben und ich könnte jetzt da hinten ins Blumenfeld reingumpen. Ich liebe es. Ich hatte so einen Moment beim Autofahren und ich habe mir plötzlich den ganzen Weg bis zum Barber vorgesagt, ich kann mich kontrollieren. Oder? Und das musst du auch verstehen, du kannst dich auch kontrollieren. Und das Geile an Social Media ist es, so wie es du machst, so wie ich es mache, es ist keine Verpflichtung. Und wenn du das den Leuten von Anfang an so mitgibst, dass du es so machst, wie es für dich richtig ist, dann feiern die Leute deinen Shit und so wie du bist. Und dann ist es nämlich auch okay, wenn du mal plötzlich 2 Wochen vom Radar weg bist. Ich habe ja eine Zeit lang tagtäglich gepostet. Und nachher ist es weniger geworden. Jetzt auch ein bisschen. So 3-mal, 4-mal in der Woche. Ja. Oder 2-mal zum Teil. Manchmal kommt auch eine Woche nichts. Ja. Und die Leute sind voll okay damit. Ja. Weil ich ihnen das von Anfang an so mitteilen tue. Ja. Und dann kannst du das voll selber machen. Vielleicht gibt es eine Woche, wo mehr los ist und du mehr möchtest filmen und du mehr möchtest posten. Wo du vielleicht mal weniger mit dem Leichtathletik zu tun hast, dann würde ich das genauso machen. Aber es muss einfach stimmen für dich. Weißt du, was ich meine? Du hast keine Verpflichtung, jetzt jeden Dienstag ein Video rauszubringen. Ausser du es etablieren als ich bringe jeden Dienstag ein Video. Weißt du, was ich meine? Genau das gleiche wie mit dem Podcast. Ein Podcast kommt dann, wenn sie kommt. Sie kommt nicht jeden Sonntag. Sie kommt auch nicht jeden 4. Sonntag, sondern sie kommt einfach dann, wenn sie kommt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Ich sehe das voll und ich bin mir auch so ein bisschen so am Sagen, weil eben ich sehe andere Creator wie eben dich, die eine Phase hatten, wo wirklich täglich etwas gekommen sind und nachher weniger. Ja. Und ich sehe, dass, hey, es gibt nichts Negatives, so daraus rausgekommen ist. Klar, wenn du mehr pushst, pusht es mehr. Wenn du weniger pushst, pusht es vielleicht weniger. Aber ich habe so ein bisschen mir die Angst zu nehmen von, hey, das ist ein riesiges Ding, wenn ich jetzt mal nicht poste, weißt du das? Ja. Und mir hilft es mega dann zu sehen, hey, wie ist es jetzt bei anderen Creators? Eben so bei dir zum Beispiel, wo du runtergefahren oder wo du anfängst, nicht mehr jeden Tag. Das hilft mir dort schon recht, so ein bisschen die Balance zu finden. Jetzt irgendetwas wollte ich noch sagen, aber ich weiss nicht mehr was. Was ist denn dein Ziel mit Social Media? Das ist eine Frage, die ich mich im Fall auch frage, seit langem. Eben, siehst du? Weil, Genau das meine ich. Das habe ich aber früher schon, auch wo wir die anderen Sachen gemacht haben. Ich habe nie ein genaues Ziel können. Ich habe einfach gesagt, hey, schau, es Ist das macht mir Ziel, Freude. dich einfach auszuleben? Ja, ich glaube schon. Weil es Herrlich, dann hast du keine Verpflichtung. Es macht mir einfach Freude, ich Dann mache ist es ja- gerne, ich will die Leute erreichen. Das klingt jetzt vielleicht mega dumm. Aber ich habe das Gefühl, ich bin auch so ein bisschen die Bubbly-Persönlichkeit wie du. Und ich rede mega gerne, ich erzähle mega gerne, ich stehe gerne im Mittelpunkt. Ja. Nicht falsch aufnehmen, bitte. Nicht so ein bisschen als Ego, ich bin die Beste und ich will in der Mitte stehen, nicht das. Aber eben, ich habe mega so das Mitteilungsbedürfnis. Ich tue mega gerne erzählen und ich habe in der Schule, ich habe mega gerne so Präsis, PowerPoints und so. Ich bin mega gerne vor der Klasse gestanden und habe etwas erzählt. Ich glaube, das ist einfach eben das Mitteilungsbedürfnis, das ich habe. Und das lebe ich durch das ein bisschen aus. Ich teile mich dort mit. Ich will die Leute erreichen, ich will mit Leuten connecten. So Wenn und so. dein einziges Ziel mit Social Media ist, dich auszuleben, dann musst du es ja so machen, wie es für dich stimmt. Ja. So Ja. grinst du jetzt so blöd? Du weißt, dass ich recht habe. Ja, deshalb. Ja, Ja. darum, Es ist immer so gut, wenn du auf den Sander zugehst mit so Mindset-Sachen, er weiss so genau, wo ist der Punkt, wo du noch nicht selber erkannt hast. nein, ich tue einfach antworten. Ich versuche einfach direkt rational zu antworten. Weißt du, was ich meine? Also, und
das kann ich mega gut für andere. Für mich selber wird es schwieriger, aber für andere kann ich es mega gut. So Coaches don't play Style. Aber das glaube das haben viele, also weißt, sich selber reflektieren ist viel schwieriger als, oder Ja, ich glaube auch. wenn man selber in der Situation ist, die wirklich zu analysieren und auseinanderzunehmen, ist viel schwieriger, finde ich. Ja, ich glaube auch. Aber krass, geile Antwort. Super. Wollen Sie die nächste Karte ziehen? Kann ich gerne Willst du einfach die ziehen gerade dort? Die nächste, ja. Gucken wir mal. Jetzt habe ich fast so weitergeredet. Was braucht es aktuell, damit du auf dein nächste Level kommst? Ich liebe die Frage, weil die lässt dich jetzt wirklich reflektieren und studieren. Die habe ich auch schon ein paar Mal in dem Podcast gehört. Hey, Was braucht es? ich glaube, noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein im Sinne von, dass ich nicht alles, was ich mache, zweimal überdenke, bevor ich es mache. Mhm. Und Machst du einfach das nicht? Consistency. Consistency, okay. Auch ein bisschen. Also eben, dass ich so weitermachen will, weil es macht mir Spass und ich mache es gerne. Ja. Und eben teilweise kommen dann Phasen, wo ich dann so bin, am einen Tag so, fuck, das Video ist voll scheiße, und am nächsten Tag bin ich so, oh nein, eigentlich ist es schon geil, ich poste es doch. Weißt du, so ein bisschen die einen Tage, wo du einfach so bist, so, ich bin mir doch nicht sicher. Ja. Aber nachher, sobald ich es mache, macht es dann trotzdem Spass. Weißt du, was ich meine? Warum bist du nicht sicher? Ich glaube, das sind einfach die Phasen, wo die Ängste von was andere sagen könnten, kommen. Und ich glaube, die Ängste kennt jeder ein bisschen. Aber dein Ziel ist ja, dich zu verwirklichen. Ja, eben. Und das muss ich mir dann einmal in diesen Tagen so ein bisschen bewusst machen. So, hey, ich habe niemanden draussen, den ich begeistern muss, oder ich habe niemanden, dem ich gefallen muss. Weil, das sagst du immer, die Leute, wo ich erreichen will, die will ich erreichen. Ja, auf jeden Fall. Weil Absolut. ich muss jetzt nicht die Person spezifisch erreichen, sondern einfach, es gibt ja draussen jemanden, wo das fühlt, was ich mache. Und ja. Ist es dir dann wichtig, dass du die erreichst? Weil der Punkt ist ja, Ich möchte jetzt gehen wir ins Tiefe rein. rein. Schon. Also hast du nicht nur das Ziel, dich selber zu verwirklichen, sondern auch können andere Leute zu erreichen mit dem, was du machst. Ja, eigentlich schon. Weil ich warum? will den Leuten ja auch etwas mitgeben können. Und ich will mich mit Leuten können austauschen und eine Community finden, in der ich mich verwirklichen kann und ich mich wohlfühle. Und jetzt, wenn du dich anfängst, die Fragen zu stellen, so wie ich es dich gerade so assig gefragt habe, das sind die unangenehmen Fragen, aber die dich am weitesten bringen. Ja. Du möchtest ihnen etwas mitgeben, aber was möchtest du ihnen dann mitgeben? Und dann fängst du an, und das ist jetzt eben der Punkt, dann fängst du nämlich an, mal studieren, hey, okay, cool, weißt du? So. Und dann merkst du, es ist gleich nicht nur das selber verwirklichen, weil sonst würdest du einfach machen, ohne zu denken. Und jetzt kannst du selber merken, hey, es gibt etwas, das haltet dich entweder auf, das redet dir schlecht ein, oder das tut dein Machen beeinflussen. Und wenn du von all dem kannst loslassen und dann einfach machst, weil du es fürs Gute und Positive machst, dann hast du gewonnen. Weil dann kannst du auf Social Media legit machen, was du willst. Ja. Weil wenn du kannst loslassen von den Meinungen von anderen, dann jeder Hate-Kommentar wird dir egal und jeder Scheiß wird dir egal. Wenn es nicht funktioniert, wird es dir egal. Wenn es nicht gut ankommt, wird es dir egal. Warum? Weil du hast Spass gehabt während dem Machen und du hast Spass gehabt, es einfach dort rauszugeben. Und wenn es nur eine Person erreicht, ist das doch schon geil. Ja. Wenn es nur eine Person erreicht, die etwas davon mitnehmen kann und kann sagen, was auch immer, bei mir jetzt zum Beispiel ist es, wow, das Video hat mich jetzt aufgestellt, ich kann jetzt positiv in den Tag gehen. Weil dadurch, wenn alle positiv schauen, wird die Welt zu einem schönen Ort. So, weißt, das ist bei mir jetzt so, oder? Schön. Wenn du das findest, was es bei dir ist, ein Gamechanger. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Richtig schön Oder? gesagt. Und ich sage immer, weißt du, es gibt so dann die, ja, ich habe einfach Bock zum machen und ich mache einfach, und ich finde das Bullshit. Jeder irgendwo durch hat immer irgendeine Intention. Egal was es ist, ob es ein Verarbeiten von einem Trauma ist, ob es ein neue Leute suchen ist, ob es einfach Geld verdienen und famous werden ist. Don't blame anyone, spielt ja keine Rolle. Aber irgendetwas ist immer da. Ich glaube, du machst nie etwas ohne eine Intention dahinter zu haben. Intention hast du ob es jetzt gut oder schlecht ist. Teilweise finde ich es schwierig, dann das so wirklich können pinpointen, hey, was ist jetzt genau meine Intention? Ja. Wie, dass du nur eine Intention hast, ist meiner Meinung nach fast nie. Logisch. Es ist ja schwierig, immer weil verschiedene Drives und verschiedene Sachen, die dich ein bisschen pushen. Ja, weil der Mensch setzt sich nie damit auseinander, weil er lernt es nicht. Ja. In der Schule nirgends, da mache ich den Content, in der Schule lernst du es nicht. Ja. Du lernst keine Reflexion, du lernst nicht Emotionen einzuschätzen, du lernst nicht, wie man auf Leute zugeht. Also doch, das lernst du noch, am ehesten, aber einfach vom Socialize, aber du hast nicht Unterricht darüber. Ja. Weißt du, was ich meine?
Du lernst 2 mal 4 gibt 6. Genau. Und, almost. Darum bin ich nicht gut in der Schule. Genau. Ja, crazy Antwort. Okay, ich bin dran mit der nächsten ziehen. Soll ich einfach die nächste nehmen? Nein, wollte ich mischen. Ich nehme noch einen Schluck von meinem I want to mischel. Water. Mischel. Ich finde das so schön gerade da, Mara. Ich fühle mich richtig connected zu dir. So Brother-Sister Connection. Auch. Es ist schon noch mal etwas anderes, wenn du dich bewusst ansetzt und bewusst. Wie schön, dass es da hinten Das aussieht. Schau mal. Ja. Und die Leute fahren im Velo dort hinten vorbei und denken sich, was machen die da? Das haben sie jetzt wahrscheinlich nicht gehört. Sie haben gerade gesagt, wenn sie uns überhaupt sehen. Yes. Take the car. Warte schnell, ich muss schnell ein Video aufnehmen für Insta. Gottverdammt. Immer die Content Creators da. Immer die Content Creators. Gottverdammt, sehe ich noch einmal. Was ein Vibe. Okay, also das Oberste. Du kannst wählen. Ich glaube, die Frage habe ich schon mal beantwortet. Lies mal vor. Was ist aktuell dein grösstes Ziel? Bis ehrlich halte ich nicht zurück. Ja, ich glaube, das hast du schon mal. Willst du mir neu geben? Und sagen wir den Leuten einfach, einen Podcast durchschauen, bis ich die Antwort gebe? Soll ich die auf die Seite legen? Yes. Die habe ich auch erst gerade im letzten gehabt. Oh mein Gott. Habe ich auch erst gerade gehabt. Ja, ich muss mal neu schreiben. Ich muss wirklich mal neu schreiben. Was für eine Lektion hat dich am längsten gebraucht zu lernen? Puh. Stopp. Was für eine Lektion hat dich am längsten gebraucht zu verlernen? Das ist crazy. Dass Veränderungen gut sind. Also warte. Jetzt zu verlernen oder zu Verlernen. Findest du Veränderungen sind nicht gut? Doch. Aha. Dass Veränderungen schlecht sind. Mhm. Weil Veränderung ist gut. Weil wenn sich etwas verändert, dann läuft etwas. Mhm. Du musst dir so überlegen, ich mache immer das Prinzip, wenn eine Blume wächst oder wenn eine Blume nicht mehr wachsen würde und stehen bleibt, dann bleibt sie nicht einfach, sondern sie stirbt. Ja. Also Stillstand ist nicht Stillstand, sondern Stillstand ist gleich Rückschritt. Ja. Ergo ist gleich Tod. Das heisst, wenn eine Blume wächst und sich verändert und vorausgeht, dann kommt sie am Endeffekt an den Punkt, wo sie hinkommen muss. Nämlich, sie blüht. Ja. Und das ist etwas, was ich lernen musste. Ich bin eine Person, die sehr, sehr, sehr lange sehr fest Angst hat vor Veränderung. Und teilweise immer noch Angst hat vor Veränderung, vor allem vor grosser Veränderung, wo ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt habe. Und versuche zu akzeptieren, dass Veränderung gut ist und dass manchmal Veränderung nicht kannst umgehen. Mhm. Das ist die Lektion, die mich am längsten gebraucht hat und wo ich immer noch dran bin. Und darum, wenn ich denke, etwas ist, wie es ist und nachher kommt eine ruckartige Änderung, dann bin ich sehr, sehr in Unruhe, bis ich darauf klar komme. Also respektive, ich rede jetzt nicht von spontanen Ideen von «Hey, gehen wir raus» oder so irgendwie etwas, sondern von wirklich Sachen, die ich für in Zukunft sehe, wo mich sehr aus der Ruhe gebracht haben. Das erste, und ich mag mich an das erste grosse Erlebnis erinnern, wo das war. Und das war, wo der Grosspapi das Haus verkauft hat im Tessin damals. Wir hatten eine Ferienwohnung im Tessin und wir waren jeden Sommer dort. Jeden Sommer. 15, 16 Jahre lang. Wenn nicht länger. Jeden Sommer dort. Und dann, wo wir das nicht mehr können, dort war für mich so das erste Mal so, wow, heavy Veränderung. Oder? Ja. Und dann noch jenste andere Sachen, wo ich finde, das Thema, das wir am Anfang angesprochen haben, ist auch definitiv etwas, das dort reingeflossen ist. Sehr. Aber das musste ich verlernen, dass Veränderung schlecht ist. Weil Veränderung ist super. Glaub mir, wenn du gerade Veränderung hast in deinem Leben, dann weißt du, es geht voran. Mittlerweile finde ich, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du Tag ein, Tag aus einfach das gleiche Leben lebst. Am 8 Uhr, am 7 Uhr aufstehen, am 8 Uhr arbeiten, bis um 12 Uhr, bis um 1 Uhr Mittagessen, nachher wieder arbeiten, bis um 5 Uhr heimkommen. Und jeden Abend das Gleiche. Essen, Netflix schauen, chillen, am nächsten Mal wieder das Gleiche. Es gibt nichts
Schlimmeres für mich als so ein eintöniges Leben. Und das ist kein Hate an so ein eintöniges Leben, weil es gibt Leute, die das gerne haben und die das wollen. Mega cool, Hammer. Es ist einfach nicht meins. Und darum, Veränderung ist super. Ob sie extern kommt oder ob du sie selber kreierst. Wenn du sie selber kreierst, sogar noch besser. Das würde ich sagen, ist meine Antwort. Ist jetzt ich habe ein bisschen ausgeholt, aber richtig gut, richtig cool. Richtig schön. Dankeschön. Gerne. Wolltest du die nächste Karte ziehen? Ich ziehe die nächste Karte. Zieh. Gibt es ein Gefühl, das du vermisst? Oh, die haben wir auch schon gehabt. Geil. Leb die Karte. Wo ich vermisse? Ein Gefühl. Hey, mega schwierig, weil momentan nicht so extrem. Etwas, wo ich letztens, ich weiß gar nicht, ob ich mit jemandem darüber geredet habe oder ob ich einen Post gesehen habe oder ob das mir sogar vielleicht bei uns im Insta-Chat geschickt haben. So ein bisschen das Nostalgiegefühl von früher beim Gamen. Oh mein Das erste Mal, wo du und ich heimgekommen sind, mit deinem Kollegen noch, dass Mami am Freitag, in dem Tag, wo Pokémon rausgekommen ist, uns das Game gekauft hat. Wir sind heimgerannt, um zusammen Pokémon gamen, das neue Game anfangen, durchsuchten. Oder auch, okay, das haben wir teilweise immer noch, wenn wir Mario Kart zusammen in der Stube spielen. Oder wenn wir bei unseren Cousins und Cousinen waren, mit ihnen das. Oder wenn wir Halo mit unseren Cousins gegamed haben und so. Und das Gefühl probiere ich mir einmal wieder ein bisschen zu kreieren, dadurch, dass ich halt auch alte Games einmal spiele auf der Switch. Gewisse kann man ja. Aber es ist halt nicht 1:1 das Gleiche wie damals, sage ich jetzt mal. Also die Games haben einen riesigen Platz in meinem Herzen und ich liebe Pokémon und all das. Aber so ein bisschen 1:1 das Feeling, wenn du heimkommst und du hast das neue Game ready und ich kann mit dir zusammen jetzt in das Game hineinstarten und so, das habe ich halt. Das ist halt schon crazy. Die heutige Gaming-Era ist nicht das, was mal war. Und ich glaube, das sagt aber jeder, der in unser Alter kommt, dass die Early Gaming-Era die krasseste war. Also die Early Gaming-Ära von sich. Ich glaube, in 20 Jahren werden auch die neuen 20-Jährigen wieder sagen, bei ihnen war es am besten am Anfang. Mega. Weil ich glaube, das ist einfach so die Aufwachs, die Teenage-Phase, die dich so hart prägt. Und ich meine, gerade das, was du jetzt gesagt hast, dass wir wirklich vor einem Bildschirm gehockt sind, das zweite, das dritte, Minecraft im Splitscreen gespielt haben. So und geil. einfach, es ist das so, oder das Schrott-Headset hatten, wo nur auf einer Seite ein Ding hatten. Einfach so der Vibe von spät bis in die Nacht gamen, wir zwei mit dem Nintendo, wo wir uns das Zimmer geteilt haben. Wenn die Mami reinkommt am Abend, schnell unter der Bettdecke so tun, als würden wir schlafen. Das Feeling, glaube ich, wird nie mehr kommen. Und das ist aber auch okay, weil ich glaube, dadurch, dass es nie mehr kommt, wir das so fest wertschätzen in unserem Inneren. Mega. Und darum, das Nächste, wo an das ankommt, ist ein Switzerland im Fall. Ja. Switzerland ist so ganz, gespannt. ganz crazy gewesen. Und werden wir das Jahr auch, oder ich werde das Jahr auch sein, du wirst auch sein. Ich mal mit der ganzen Gang. Switzerland wird ganz, ganz geil. Ja. Es kommt nicht an das an, aber es ist ein neues Level von zusammen gamen. Wirklich. Ja, ich muss auch sagen, eben, das Gefühl, eben, es heisst ja da, was vermisst ist. Ich muss jetzt nicht sagen, dass ich so voll bin, so, boah, fuck, das gibt's nicht mehr, weißt du? Sondern es ist so, ich halte das so in Ehre, so, weißt du, was ich meine? So, es ist so schöne Zeit gewesen, so cool. Ja, aber ich glaube, das haben viele Leute auch mit so sonstigen Sachen, wo du als Kind halt mega Fan bist oder mega verfolgt hast, wo einfach jetzt anders sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Vielleicht auch eben ein Markiplier oder so, ein Jacksepticeye. Wenn ich damals ihre Videos geschaut habe, bin ich so OG da oben YouTube. gewesen. OG YouTube. Und wenn ich jetzt ihre Videos schaue, kann ich immer noch mega freuen, aber es ist halt, es ist ein anderes Gefühl. Ja. Es ist nicht 1:1 wie damals. Aber es ist trotzdem etwas Schönes. Ich vermisse auch das draussen rumsäckeln miteinander, beim Kollegen an der Haustür läuten und fragen, ob er da ist, zum rauskommen. Ja. Es klingt jetzt so, als wären wir eben voll die Gaming-Nerds, aber wir sind eigentlich, ich finde, wir sind in der perfekten Ära aufgewachsen, wo beides so anfangen hat, sich zu verbinden, wo wir draussen rumgesäckelt sind, nach der Schule bis am Abend
8, 9, 10, wenn es dunkel wurde, auf dem Fußballplatz gehängt haben und Boden auf und so gespielt haben. Im Spar für 50 Rappen so eine riesige Eistee. Oh, der riesen Eistee Peach! Oh mein Gott! Und die Bags, weißt du, die du so einfach so kannst zuziehen. Ja. Die Bags haben wir die halt genannt. Wie nennt man die heute? Ich weiß nicht, wie man die nennt. So Sportbags. Oh mein Gott. Hat es bei dir auch gehabt, dass ich glaube, jeden Freitag hat das Käseladen die dort bei uns in der Nähe Süßigkeiten. Oh mein Gott, hast du können, ja. Und dann haben wir Sport gehabt und sind wir von dort aus zu dem Käseladen ja, Süßigkeiten geholt. Mein haben sie auch Gott. so rausgegeben. Mega herzig eigentlich. Good old times. Ich hoffe, man. die machen das. Und gibt es das Käseladen noch? Good old times. Aber ja, das ist sehr, sehr geil. Und damals hat es noch nicht so viele Talahunds gegeben wie jetzt. Glaub. Also nicht böse gemeint, einfach, es ist einfach so. Also ich habe gar kein Problem mit Talahunds, überhaupt nicht. Ich fühle den Vibe, so weißt du, was ich meine. Aber es ist halt wirklich eine andere Zeit. Ja, das ist etwas, so, ich habe mal gehört, man sagt ja immer so ein bisschen, boah, die heutige Generation und so. Ah, Bullshit, das sagst du bei jeder Generation. Und nachher haben wir letztens ein Zitat gehört, wo schon vor Christus war, wo genau das gesagt worden ist. Die neue Generation wird immer respektloser und dies und das und immer schlimmer. Und das hat man schon vor Christus hat man das schon gesagt. Ich glaube, je älter du wirst, umso mehr Mühe hast du mit neuen Sachen. Ich sehe es bei unseren Grosseltern. Bei unseren Eltern nicht, weil unsere Eltern sind voll modern eigentlich dabei. Zumindest geben sie sich auch Mühe, das zu sein. Ich weiß nicht, wie es bei uns sein wird, aber ich bin sicher, es ist immer so etwas, weißt, es wird Neues kommen, wo eine alte Generation wird quasi nicht auf dem Neuesten sein. Ja. Ich verstehe auch, dass es für einen schwierig ist, wenn man halt, es kommen Sachen, wo du vielleicht nicht mehr so mithalten oder Sachen nicht unbedingt mithalten, aber wo du dich nicht mehr so verbunden damit fühlst. Weißt du, so ein bisschen. Das verstehe ich schon. Ja. Aber ich habe das Gefühl, eigentlich, unsere Eltern sind ziemlich gut dabei, würde ich jetzt mal sagen. Aber sie sind auch offen, wenn wir mit etwas kommen, weißt du. Es ist so, hört mal zu, macht sich Meinung, so ein bisschen das. Und nicht einfach von Anfang an, nein! Das Mami screenshotet die Bilder immer noch, wenn sie dir auf WhatsApp schickst, als einfach so abspielen. Ja. Sie hat ja auch vom Paintball-Event hat sie Screenshots gemacht. Vom Twitch, so herzig. Unsere Mutter hat Twitch live zugeschaut und hat Screenshots gemacht und am Schluss dort gestanden. Hey, so geil, ich liebe meine Mami mal wirklich. Also ich ziehe die nächste Karte. Das ist gut. Sie ist so ein Schnüggel. Shoutout to Mama Schmidi. Das habe ich auch schon gehabt. Dann haben wir dann keine Fragen mehr. Ich muss dann einfach antworten. Ja, schon gehabt. Das kommen die ich auch schon gehabt. Es tut mir mega leid. Ich habe die Karte glaube ich auch schon beantwortet. Alles gut. Du musst 2 Stapel machen, einen für dich und einen für deinen Gast. Was ist etwas, wo du aktuell am Lernen bist? Boah. Badabum, badabang. Eigentlich das, was ich vorher gesagt habe. Das mit dem Struktur in etwas reinbringen. Das ist das, was ich aktuell am Lernen bin. Und Fokus nicht so schnell abdriften bei Sachen, wo ich fokussiert sein sollte. Beim Arbeiten zum Beispiel. Oder so, wenn du Videos schneidest und ich komme so. Ja, aber dort habe ich immer noch Mühe zum Teil. Aber ich glaube, das ist das, was ich aktuell am meisten lerne. So ein bisschen so. Und nebst dem Ganzen, wenn wir jetzt nicht mal auf das eingehen, sondern wirklich einfach so lernen, so nicht karteikartenmässig, aber all das Programm und das Technikzeug lerne ich aktuell mega viel. Wie man das macht, wie man das tut, wie das funktioniert. Das ist sehr spannend. All das. Und ich lerne mich immer besser kennen, aktuell. Also immer mehr. Und das finde ich cool. Ja, ich würde das sagen, mega simple Antwort. Machst du etwas Spezifisches, um dich selber besser kennenzulernen? Oder einfach so durch den Alltag, Nein, ich merke es einfach so? durch den Alltag, wie ich reagiere, wie ich drauf bin. Und ich merke ja, wie ich mich fühle in gewissen Situationen zum Teil. So meine ich mich besser kennenlernen. Ja. Ja, jetzt hast du auch ein Blümchen. So cool. Okay. Wir hätten das eigentlich vorher machen, so ganz viele Blümchen ins Mikrofon rein tun. Genau. Nice. Du darfst die nächste Karte ziehen? Yes. Here we go. Oh, jetzt ist es aber geht. Was ist etwas, was du an dir selber nicht würdest ändern? Schöne Frage. Meine Offenheit.
ehrlich gesagt. Einerseits Offenheit eben für Neues und neue Leute und alles, dass ich mir die Sachen gerne mal anhöre und gerne mal anschaue und mir ein Bild darüber mache. Ja. Andererseits aber auch meine Offenheit im Sinne von auf Leute zugehen. Ja. Eben, wie wir vorher schon gesagt haben, ich habe das Gefühl, ich bin sehr, sehr eine bubbly Person. Mhm. Ich schnurre mega gerne. Ich tue auch gerne Smalltalk machen, auch wenn mega viele Leute Smalltalk hassen. Aber ich tue mega gerne neue Leute kennenlernen, einfach auf Leute zugehen, ein bisschen schnurren, ein bisschen herausfinden, wer sie so sind, was sie so machen. Ja. Und das ist etwas, eben wie kommunikativ ich bin, wo ich eigentlich sehr, sehr cool finde. Hammer. Wo ich sehr, sehr schätze an mir selber. Das ist wirklich schön. Schöne Antwort. Und Die du Offenheit, für dich? ja. Unbedingt behalten. Hey, bei mir ist es auch etwas, was ich nie verlieren will, ist mein Drive, mein Ehrgeiz. Ich kann sehr ehrgeizig sein und nie aufgeben. Egal was für eine Situation das ist. I just keep going, weil das ist so das Prinzip von, ich mache euch Beispiele so, wenn du irgendein Game hast, wo schnell geht, kann ich verlieren und es nochmal versuchen. Verlieren und nochmal. Und immer wieder, bis ich es schaffe. Und im Leben kann ich das auch. Ich kann etwas so viel mal machen, bis es einfach funktioniert. Ja. Darum habe ich keine Mühe damit, Videos zu posten und vielleicht kommt mal eins keinen Aufruf über und das nächste dann wieder schon, weil ich kann einfach machen. Weil ich weiss, I just need to keep going until it happens. So, das ist basically, das will ich nie verlieren oder das möchte ich nie gehen lassen, mein Drive, den ich kann für etwas, was mir wirklich wichtig ist und mir viel bedeuten kann, etablieren. Ja. Das ist wie das, wo der eine Spruch, ich weiß gar nicht, von wo ich den gesehen habe, was wie heisst, von irgendeinem Bekannten, ich habe mehr verloren, als du es überhaupt versucht hast, bis ich erfolgreich geworden bin. Also, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig gesagt habe, aber eben das, du wirst so viele Fehlschläge erleiden, bis du mal den Weg findest, wo es für dich funktioniert. Und ja, das ist mega schön, wenn du kannst sagen, hey, du hast den Drive wirklich immer wieder und wieder versuchen. Und vor allem, wenn es etwas ist, wo du leidenschaftlich drüber bist, musst du unbedingt dranbleiben. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mehrmals verloren, als du überhaupt Versuch gestartet hast. Ach du Scheiße. Ja, ich habe den irgendwo mal gesehen. Das ist crazy. Hast du den nicht gekannt? Der ist, doch. Habe ich schon gehört, aber der hittet einfach so anders. Ja. Wirklich ganz, ganz geil. Gut, bin ich wieder dran, oder Yes, du bist dran. Ja, wir sind jetzt schon 1 Stunde 10 dran, jetzt dann, aber ich fühle es gerade übel. Drum. Also von mir aus können wir noch ein bisschen weitermachen. Noch ein bisschen schneller da. Was war der grösste physische Schmerz, den du je gehabt hast? Physische Schmerz. Nicht psychisch, physisch. Ey, ich glaube, das ist gerade letztens passiert. Weißt du, wann ich mir den Fuß vertrampelt habe? Nein. Ich bin, aber willst du steigen runter? Ich bin wieder in meinem Film gsi, in meinem Schmidti nimmt sein Leben in die Hand Film, oder? Schmidti, die geile Das ist aber wahrscheinlich gleich schon bald 7, 8 Monate her. Nein, länger. 9 bis 10 Monate her. Und ich wollte eigentlich mit den Jungs abmachen, um zu wandern. Respektive mit Zelt und auf dem Berg übernachten und am nächsten Tag wieder runterlaufen. Alle haben abgesagt, also mit den Jungs mit Salti habe ich das wollen. Alle haben abgesagt. Ich bin der Einzige und ich so, weißt du was? Ich mache das jetzt einfach allein. Ich habe meinen Rucksack gepackt, weißt du, meinen Kampfrucksack vom Militär. Schlafsack rein, etc. Alles rein gemacht, da, Zelt aufgeschnallt. Und dann bin ich so mit dem Rucksack und der Boxen hinten im Rucksack, fett Musik blastet, bin ich so die Stege drauf. Weißt du, so ein bisschen gümpelt. Und dann mit dem Rucksack einfach, den letzten Tritt habe ich nicht getroffen. Kennst du das, wenn du meinst, es kommt kein Tritt mehr, aber es kommt nochmal einer und du trittst so ins Leere raus und ich habe meinen Fuß so überknickt, das ganz normal abknicken und es hat wirklich ein bisschen geknallt und ich bin am Boden gelegen und habe einfach geschrauen und es war nicht mehr die Hause gewesen. Und ich habe wirklich geschrauen so, fuck, und habe gemerkt, shit, jetzt bin ich am Arsch. Weil es hat so einen Schmerz gegeben, dass ich so schauen, dass ich nicht Blackout gehe und bin dann die Stege drauf gekrochen, weil mein Handy im oberen Stock war. Ich bin dann die Stege drauf gekrochen, habe mich dann auf ein Bein aufgestützt und bin in einem Bein die Stege drauf gekommen zum Handy und habe eine Mami angerufen und ich habe gesagt, Mami, muss mich ins Spital fahren. Hat sich herausgestellt, dass gebrochen war, glaube ich, nie etwas. Gerissen, glaube ich, auch nicht. Vielleicht angerissen oder so, aber auf jeden Fall hatte ich 3 Wochen Stöcke gehabt, 2 Wochen Stöcke gehabt. Nachher war es gut, aber der Schmerz war enorm.
Krass. Wirklich, wirklich. Also, ich weiss nicht, alle Leute, die jetzt zuhören, haben es vielleicht gerade mitgespürt, wenn man sich so übertrampelt. Das ist so... Ja. Der Schmerz ist so painful. Und einmal, weißt du noch dort, wo wir herausgefunden haben, dass ich auf Pangasius allergisch bin? Wow. Ich habe Pangasius-Fischstäbchen gegessen und dann herausgefunden, dass ich auf Pangasius-Fisch allergisch bin. Und es hat sich alles gedreht, mein ganzer Magen. Und es hat so Auswirkungen gehabt, dass mir schwindelig geworden ist und ich die Augen aufgemacht habe und sich alles gedreht hat. Dort bin ich, glaube ich, was bin ich da gewesen? 10 oder so? Nicht älter. Also ich weiss noch, dass ich und Kellan das Tank-Game gespielt 11 oder 10. Nicht einmal. Aber ich weiss nicht, wie alt 9 vielleicht sogar. Und ich habe gedacht, ich war wirklich auf dem Sofa gewesen, Mami, muss ich jetzt sterben? Es tut so weh! Und meine Mutter hat gedacht, was läuft mit dem, weißt du, oder? Aber wir sind schon immer ein bisschen dramatisch gewesen. Ja, wir sind immer schon ein bisschen dramatisch gewesen. Aber ich finde es krass, weil ich habe jetzt das Glück, dass so physischer Schmerz bei mir immer im Okay-Rahmen, wenn dann vielleicht Migräne halt, wo wirklich so mit dem Magen, alles, was sich dreht Hast und du so. Cluster-Migräne? Ich habe einfach nicht mehr so viel. Ich hatte in der Lehre wegen Stress gehabt. Ich hatte stressbedingt in der Lehre gehabt. Ja. Und dann habe ich immer so gemerkt, so, der Stress hat sich angefangen aufzubauen und dann irgendwann bang, einfach so, nein, du machst jetzt nichts mehr, du liegst jetzt. Migräne ist so krass. Ich merke so Sachen mega schnell im Körper. Also ich muss jetzt auch sagen, das Erste, was mir in den Sinn kam, ist bei dieser Frage, ist etwas gewesen, das mental ausgelöst worden ist, aber ich habe es im Körper gespürt. Ja. wo ich von Mami die Info bekommen habe, dass Grosi gestorben ist. Ja. Mir hat sich alles gedreht, ich habe mich gerade sogar übergeben, ich habe Migräne des Todes bekommen, mein ganzer Körper hat wie aufgegeben. Ja. Ich habe mich anliegen und mich nicht mehr brauchen an dem Abend. Ja. Das sind so Sachen, wo ich glaube, so die grössten Schmerzen sind, wie so das Herz fühlt sich so an, als würde es zerreißen. Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob das zu physisch zählt, wie es Mal, wird halt mental kann man auch so ausgelöst. zählen. Finde ich jetzt. Kann man auch dazu zählen. Ja. Okay, crazy. Bin ich dann. Your turn. Machen wir noch eine? Ja, sicher. Okay. Sonst sagst du, wenn wir zu lang Nein, alles sind. gut. Ich würde schon beenden, keine Angst. Beende den Satz. Fremde würden mich als beschreiben. Nur ich weiss, dass ich Der hat ja lecker. Ja, voll, stimmt. Ich finde es mega schwierig, was das etwas ist, wo Fremde mich beschreiben würden, wo ich mich nicht selber würde beschreiben. Muss man sagen, ob das stimmt. Fremde würden mich als entschlossen beschreiben, nur ich weiss, dass ich sehr schnell verunsichert werden kann. Facts. Weil ich habe schon oft von außen gehört, eben auch so Sachen, wenn du von Leuten stehst und etwas präsentierst, dass die Leute so das Gefühl haben, so, das ist für sie gar kein Problem. Und ich mache es eben mega gern. Aber innerlich habe ich halt trotzdem immer die Unsicherheiten, wo ich aber weiss, hey, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, aber es kommen halt trotzdem immer die Gedanken, die alten Glaubenssätze rauf. Und ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, wo ich habe das Gefühl, ich wirke sicherer, als ich mich innerlich fühle. Aber das ist auch okay, das ist einfach etwas, an dem ich noch am Arbeiten bin. Und wenn es das ist, was ich machen will, mache ich es trotzdem, auch wenn ich unsicher bin. Oder ich probiere mich dazu zu bringen, es zu machen. Was lässt dich unsicher fühlen? Hey, ich glaube, es ist hauptsächlich, dass ich mehr wissen müsste, oder der Gedanke so, hey, ich müsste mehr über das wissen oder ich müsste so ein bisschen im Sinne von, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin, glaube ich. Boah, aber der ist heavy. So ein bisschen, weißt, der Glaubenssatz von, hey, kann ich das wirklich? Hey, ist es wirklich? Das habe ich ja beim Paintball-Event, bin ich auch so, hey, was, wenn es den Creator hat, wo ich kennen müsste, aber ich kenne sie nicht und dann ist es mega unangenehm, wenn ich dann mich vorstellen gehe und frage, hey, und wer bist du? Und dann sind sie so dort so, Aber eben, das ist so ein Gedanke, der bei mir aufkommt, wo ich so bin, so, das ist ein unsicherer Gedanke. Ja. Ja. Stark hast du das aber selber erkennen. Das kann auch nicht jeder. Ja, es gibt gewisse Gedanken, dort ist es einfach, und gewisse, wo du mega lange nicht checkst, dass du unterbewusste Gedanken hast. Ja. Und irgendwann merkst du so, hey, ich bin mich da eigentlich selber am Sabotieren. Ja. Und ja, einfach ist es sicher nicht. Crazy. But we try our best. We try our best. Let's go. Also ich mache noch eine Frage. Die letzte. Hast du ja schon gehabt? Welche Frage versuchst du in deinem Leben gerade am meisten zu beantworten?
Ich weiss nicht, ob es eine gibt im Fall. Wie werde ich Millionär über Nacht? Nein. Porsche Cayman S. Porsche Cayman S, kann ich WhatsApp. Welche Frage versuche ich am meisten zu beantworten? Ich habe keine Frage im Fall. Ich habe lebenstechnisch keine Frage, weil ich weiss, dass alles genau so sich abspielen muss, wie es sich halt abspielt. Also das ist mein Leitsatz. Alles kommt genauso, wie es kommen muss. Es ist wirklich ein Das Leitsatz. ist mein Leitsatz. Egal und was das, kommt, ja, der Satz, der genau. beschreibt dich, deine Einstellung so. Ja, weil der Punkt ist, ich glaube, alles, was mir widerfährt in meinem Leben, hat einen Sinn. Und darum versuche ich es nicht zu hinterfragen, weil manchmal findest du den Sinn raus, später im Leben. Manchmal findest du ihn aber das Leben lang nicht raus. Und es gibt nichts Schlimmeres, als dich das dann ständig zu fragen, was wäre, wenn, was wäre, hätte ich, was könnte sein, falls. All diese Fragen. Und gar nicht denken, sondern einfach machen, wenn es sich richtig anfühlt. Machen und schauen, wie es kommt und dann wieder aus dem Standpunkt aus agieren, wo du aktuell bist. Weil du musst zuerst einmal deinen Standpunkt, wo du jetzt bist, können ändern, dass du an einen anderen kommst. Oder? Und das ist genau wieder das. Darum ist Veränderung gut. Ja. Machen und schauen, wo es hingeht, aus einem neuen Standpunkt aus wieder machen. Weil wir haben alle keine Ahnung, wo wir in 5 Jahren stehen. Wir haben keine Ahnung, wo wir in 5 Minuten sind. Ob wir noch am Aufnehmen sind, ob wir schon wieder am Heimfahren sind. Weißt du, was ich meine? So. Wir können nachher da ins Blumenfeld reinlegen. Weißt du, wie könnten wir da hinten reinlegen? So einen fetten Dive machen. Aber ich hoffe, ihr checkt, was ich damit meine. Und darum, ich habe aktuell keine Frage, die ich mir versuche zu beantworten. Ja. Ja. Wolltest du noch eine Frage von denen aufnehmen, die ich so hatte, so viel? Ja, ich weiß nicht, welche also, davon. Random einfach eine. Nimmst eine. Es ist eine raus. Ich hoffe, es ist nicht eine, die wir schon hatten. Ja, das ist die ich vorher hatte. So gut. Nein, Tease. Was ist das beste Kompliment, das dir jemand Fremdes jemals gegeben hat? Wow, lass mich überlegen. Es kommt nämlich nicht... Also jemand Fremdes kann auch jemand sein, wo du vielleicht schon kennst oder weißt, was es ist oder so, ja. Aber... Ich glaube... Ich glaube, dass ich sie inspiriere. Oh. Mir hat mal die Easy hat mir mal gesagt, dass ich für sie eine mega inspirierende Persönlichkeit bin. Oh. Und das hat mich... Oh, Geist, das hittet. wenn du etwas machst, wo du willst, auch andere Leute inspirieren oder den anderen Leuten etwas mitgeben können und dann bekommst du das als Kompliment, das hittet schon recht. Mega schön. Ja. Mega, mega, mega cool. Ja, verstehe ich. Das macht dir auch warm ums Herz und es zeigt dir, dass du auf dem richtigen Weg bist mit dem, was du machst. Ja, voll. Oder? Ich habe mir vorgenommen, mehr Komplimente zu geben. Weißt du, so random. Den Leuten auf der Straße oder so. Hast du schon ein bisschen angefangen damit? Ja, mal mehr, mal weniger, ja. Also einfach auch offener sein mit Leuten auf der Straße oder so. Ja. Das ist eine mega krasse Experience gehabt. Nach dem Paintball Creator Cup sind wir ja heimgefahren. Und da sind wir weil wir einfach Hunger hatten, wir mussten etwas essen, mit der Kanzler nicht gegessen, sind wir in BK Raststätte. Sind wir rausgefahren, haben gegessen etc. Nachher, bevor wir gegangen sind, hey, gehen wir noch schnell aufs WC, so, oder? Ich aufs WC gelaufen und dann musst du immer zahlen und kommst so einen Coupon über, um es wieder fürs Essen zu brauchen oder so. Und ich laufe dort rein und dann es sind ein paar Leute dort im Tenue C gewesen, also im TAZ, das ist der Militäranzug, einfach das normale Militär, also nein, es ist wahrscheinlich das Tenue B gewesen, aber einfach im Militärgewand dort. Und der eine hat gerade Hände gewaschen und ich so, hey, ich brauche das nicht mehr. Und ich bin zu ihm her und habe gesagt, hey, isst du noch oder holst du noch etwas? Ich habe da noch den Stutz vom WC, ich brauche ihn nicht, weil ich habe schon gegessen. Und er hat mich so angeschaut, er so, hat gar nicht gewusst, was sagen. Und dann hat er gesagt, danke, und hat gegrinset. Dann bin ich weitergelaufen, schon mit dem Rücken weg, weitergelaufen Richtung WC. Dann dreht er sich nochmal um und sagt, du bist der TikToks macht, oder? Und ich so, ja. Und dann er so, hey, richtig cool, du motivierst mich mega mit dem Content. Mach weiter so. Und das sind so die kleinen Sachen, weißt du, so. Und das wäre nie passiert, wenn ich nicht einfach ihm das Ding hätte geben wollen. Ja. Also, du kommst immer das über, wo du gibst. Es kommt immer das zurück, was du ausstrahlst, oder? Und das war etwas, was mich
mega berührt hat und was für mich mega schön war. Ja. Er hat mir im Nachhinein dann auch noch geschrieben, aber Ja. das ist ein Zeug, das lasse ich jetzt privat oder so. Ja. Aber mega, mega cooler Moment gewesen. Ja, Richtig schön. wirklich. Schön. Ja. Sind wir Sehr durch mit der nice. Frage? Wir sind jetzt Ja. 1 Stunde 20 dran. Das ist der längste Podcast bis jetzt auf jeden Fall. Wirklich? Ja. Damn. Und ich muss sagen, das Ambiente da ist mega cool. Mega, mega Hammer. Ich genieße es auch. Und vielleicht noch zum Abschluss schnell, Mara. Ich möchte auch einfach mich bei dir mal noch schnell bedanken, weil ich möchte, dass die Leute sich das auch können, so ein bisschen vorstellen so. Also du supportest mich so krank in allem, was ich mache, so in allen Lebenslagen, weißt, seit eh und je, egal was es war, was ich mache, immer eigentlich. Und das bedeutet mir mega, mega viel. Und ich sehe das überhaupt nicht als selbstverständlich, weil ich weiss, wenn irgendwie etwas ist, weißt so, ich kann mich fallen lassen, weil ich kann Leute um mich herum, die mich unterstützen. Weißt du, ich meine, du bist für mich viel mehr als einfach eine Schwester, sondern du bist auch my best friend so für mich, weißt du. Und das bedeutet mir mega viel, dass wir jetzt auch den Podcast so aufnehmen können, an so einem schönen Ort da, wo es so cool ist. Ja, bedeutet mir einfach mega viel. Danke vielmals, du bist am Start gewesen. Danke dir. Ich kann es einfach nur zurückgeben. Danke vielmals. Danke. Ich finde es immer schön, was für eine Bindung wir können aufbauen in letzter Zeit. Hammer, Vor allem in ja. den letzten paar Jahren. Und wie wir uns gegenseitig können unterstützen und Ja. pushen und Feedback geben. Offen, ehrlich, alles. Ich finde es auch. Mega, mega viel wert. Mir auch. Ich find's Mir echt auch. schön. Darum danke dir Danke viel dir, dass mal du auf da jeden bist. Fall für das. Ich hoffe, das Audio ist gleich laut gewesen jetzt, das ist mir gerade aufgefallen. Ich glaube, ich bin ein bisschen lauter gewesen, ist ja gleich. Aber auf jeden Fall gerne mal die Mara abchecken auf Instagram, mara.schmitter, auf Twitch vor allem und auf YouTube könnt ihr dort Liebe da lassen. Mara Chu, wie Pikachu, einfach Mara Chu. Ja? Mit Und 3 dann Mara, du kennst es, die letzte Minute, die gehört immer am Gast. Darum, die letzte Minute, ja, gehört dir. Danke vielmals, dass ich da sein ganz, ganz viel Liebe an alle, die zuschauen. Danke, dass ihr auch den Sander so extrem unterstützt, weil es ist mega schön zu sehen, wie er in dem Ganzen aufgeht, wie er seine Leidenschaft leben durch das wirklich. Ich sehe es eigentlich Tag zu Tag, wie er in dem aufblüht. Und ja, danke eben auch, dass ich da dabei war. Danke an euren Support, Guys. Einfach nur Liebe, macht, was euch bewegt, geht eurer Leidenschaft nach. Und ich würde sagen, man hört sich beim nächsten Mal. Love you, Bro. Tüdeli!